Morgens kurz nach 7. Julia Papenfuß reinigt die Damenabteilung eines Modehauses. Über ihre Anstellung bei dem Würzburger Dienstleister Winn ist sie glücklich. Der 22-Jährigen fehlt seit Geburt ein Unterarm. Dieses Handicap erschwerte ihr viele Jahre lang die Arbeitssuche. Ich habe schon einiges erlebt. Es kommt, dass man sich abstoßend behandelt fühlt, weil die Leute dann sofort einen Schritt zurückgehen, wenn sie das sehen. Und hier bei der Firma, die nehmen dich, wie du bist. Die sehen das auch gar nicht an, dass du ein Handicap hast oder dass dir irgendwas fehlt, sondern sie nehmen dich als Menschen. Und das ist mir das Wichtigste. Seit fast 3 Jahren arbeitet Julia Papenfuß als Reinigungskraft. Trotz der Behinderung weiß sie sich zu helfen und kann alle Arbeiten erledigen. Es war lange, bis ich das alles gelernt habe, mir vieles auch selbst beigebracht habe, damit ich damit klarkomme, um das alles zu machen. Und jetzt ist für mich das Handicap gar nichts mehr. Ich sehe es nicht als Handicap. Ich fühle mich genauso wie jeder andere Mensch. Julia Papenfuß arbeitet im Team. Kleinere Objekte reinigt sie allein. Die Kunden der Firma Winn sind sozial eingestellt. So wie Andreas Lutz vom Würzburger Modehaus Gebrüder Götz erwarten sie aber vor allem eines: eine gute Arbeitsleistung. Es gelten für alle die gleichen Regeln, weil die Sauberkeit muss gewährleistet sein. Und wenn das bei einem Mitarbeiter mal an einem Tag mal nicht vorhanden wäre, muss halt der Kollege das dann praktisch mit ausbessern. Auch Jasmin Moran arbeitet bei Winn. Sie ist auf den Rollstuhl angewiesen. Ihr Vater hilft beim Einsteigen ins Auto. Von Schweinfurt aus pendelt die 32-Jährige nach Würzburg. Die Arbeit ist ihr wichtig. Das ist essentiell sehr wichtig sogar. Weil jeder wünscht sich doch Normalität, denke ich doch, oder? Auch ein behinderter Mensch hat das Recht, normal zu leben. Jasmin Moran hat einen straffen Zeitplan und findet das gut so. Sie arbeitet seit 4 Jahren als Verwaltungskraft am Empfang der Firma Winn. Hier gehen Aufträge rein und Rechnungen raus. Alle Mitarbeitenden werden regulär nach Tarif bezahlt. Ich finde es super, weil ich möchte nicht vom Amt leben, wollte ich jetzt sagen. Ich will mein Leben selber gestalten, auch finanziell. Und ich finde es super, weil so bin ich unabhängig. So habe ich mein eigenes Geld und kann entscheiden, was ich damit mache. Und ich verdiene es mir mit meiner eigenen Kraft. Und das war immer mein Plan. Jasmin, ich habe da eine Sache. Könnten Sie mir da vielleicht ein... Geschäftsführer Oliver Sitko sucht mit seinem Team nach der jeweils passenden Aufgabe. Dabei steht nicht die Behinderung, sondern die Begabung des Einzelnen im Vordergrund. Die Firma Winn ist ein Unternehmen des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft und ist mal aus der Idee heraus geboren worden, mit wenigen Mitarbeitern Arbeitsplätze für behinderte Menschen zu schaffen. Wir waren ursprünglich mal 8 Mitarbeiter und sind derzeit 280 Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz in Würzburg gibt es rund 40 weitere Standorte der Firma Winn, die meisten davon in Bayern. Wir spüren schon, dass wir mit unserer Ausrichtung als Inklusionsunternehmen Firmen zunächst mal begeistern. Aber wenn es um die Frage geht, welche Leistungen wir wie umsetzen, zählt einfach Preis und Leistung. Und da müssen wir überzeugen, sonst haben wir keine Chance. Auch Hausmeistertätigkeiten werden übernommen. Falls behinderte Mitarbeiter nicht die volle Leistung erbringen können, zahlt das Inklusionsamt Zuschüsse. Nivia Hasenwinkel leitet die Mitarbeitenden an. Die meisten empfinden auch kleinere Aufgaben als große Chance. Wir sehen es gerade bei Mitarbeitern, die vielleicht am ersten Arbeitsmarkt nicht so große Chancen haben, durch ihre Behinderung eben, dass es noch mal ein Stückchen mehr angenommen wird, weil sie halt gefördert werden. Von daher ist es schon so, dass wir gute Entwicklungen sehen. Auch Julia Papenfuß hat an Selbstvertrauen gewonnen. Sie will langfristig zur Teamleiterin aufsteigen. Ich bin eigentlich im Moment zufrieden mit meiner Arbeit, die ich habe. Klar, man kann sich immer steigern, das ist klar. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass ich mich steigern kann, dann auf jeden Fall würde ich es annehmen. Und Jasmin Moran? Seit sie arbeitet, kann sie ihre Freizeit viel mehr genießen. Ich habe was geschafft, jetzt habe ich Pause. Das ist immer so mein Gefühl. Nach Hause aufs Sofa, das ist am besten. Feierabend kann eben nur der feiern, der auch Arbeit hat.